Moin, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesinn erlauschtren. An seiner Juni-Plenärsitzung zu Straßburg hat das Europäische Parlament über ein wichtig und heiß umstritten Direktiv debattiert und aufgestimmt. An dieser Direktiv wird für die Europäische Union einheitliche Regeln gemacht und Bestimmungen festgelegt, wie die Wanderer aus Drittländern, die sich illegal an der Europäischen Union abhalten, also auch zu Lützeburg, wie die sollen an die Länder zurückgeschickt gehen, aus denen sie hier kommen. Das umstrittene Richtlinie, auch nach Rückführungsrichtlinie oder Direktiv-Retour genannt, als schon seit über 2,5 Jahren an der Arbeit. Die Kommission für Zivilfreiheiten und Justiz von unserem Parlament, die federführend ist, die hat ihren Bericht letztes Jahr am September vorgelegt. Am Ministerrat war dieses Dossier aber eine Zeit lang blockiert, weil besonders die deutsche Präsidenz sich und diesen derischen Dossier nicht so richtig rückgetraut hat. Die portugiesische Präsidenz hat dann einen neuen Schwung draufgebracht, und die slowenische Präsidenz hat die gute Vorarbeit von den Portugiesen überholt und hat diesen Dossier aufgeschlossen. Das Richtlinie ist die erste am Bereich Abwanderungspolitik, die durch Entscheidung beschlossen wird, Entscheidung bedeutet, dass das Europäische Parlament und der Ministerrat sich auf einen gemeinsamen Text müssen einigen, ehe diesen kann in Kraft treten. Dieser gemeinsame Standpunkt vom EU-Parlament und vom Ministerrat, über den wir an der Plenarsession zu Straßburg am Mittwoch aufgestimmt haben, ist das Resultat von schwierigen Verhandlungen, die monatelang gedauert haben. Das Europaparlament gouf an diese Verhandlungen vom Rapporteur von dieser Direktiv vertrat, mit dem Fraktionskollege Manfred Weber aus Bayern. Hier hat ganz hart müssen kämpfen, für eis Meinungen und Überzeugungen zu verteidigen und durchzusetzen. Den definitiven Text, wie ein Lo vom Plenum zu Straßburg mit großer Majorität übergeholt gouf, als größtenteils durch sein Verdienst zustande kommt. Ich freue mich also, den Manfred Weber das Woche bei mir am Studio begrüßen zu können. Lieber Manfred, willkommen bei Astrid Lulling TV. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist, um unseren Zuschauern in Luxemburg die Inhalte dieser wichtigen Richtlinie näher zu erläutern. Was sind denn die wichtigsten Bestimmungen, die wir beschlossen haben? Herzlichen Dank zunächst für die Einladung. Und die wichtigste Grundbotschaft ist, dass wir zum einen Illegalität natürlich nicht dulden können. Menschen, die keine legale Möglichkeit haben, hier zu leben, in Europa zu leben, in Luxemburg zu leben, die müssen auch diesen Raum wieder verlassen. Das ist die Gesetzeslage, die müssen wir auch durchsetzen. Andererseits ist uns als Parlamentarier wahnsinnig wichtig gewesen, auch uns als Fraktion wichtig gewesen, dass es humanitär abläuft. Wir reden über Menschen, wir reden auch nicht über große Schwerverbrecher, sondern das ist ein einfaches Vergehen. Und deswegen muss man die Balance wahren. Und das aber ist es ist ein Vergehen. Es ist ein klares Vergehen. Und wenn wir Vergehen machen in unseren Ländern... Dann werden wir auch verurteilt, müssen wir auch Strafe zahlen. Und wir reden über 10, 12 Millionen Menschen in der Europäischen Union, die illegal hier leben. Und das kann nicht geduldet werden. Ich glaube, das erwarten auch die Bürger von uns, dass wir das beenden. Wir das beenden. Vor allem die Bürger. Absolut. Und das haben wir mit der Richtlinie jetzt erreicht. Einer der ersten Paragraphen ist, Illegale haben Europa zu verlassen. Und das muss auch durchgesetzt werden. Ja, aber diese Richtlinie wurde sehr viel kritisiert. Besonders auch von Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, die behaupten, sie würden sich für die Rechte der Einwanderer einsetzen. Und ich weiß, dass du dich in den Verhandlungen mit dem Rat dafür eingesetzt hast, dass den Betroffenen Rechtsbeistand und Rechtssicherheit garantiert wird und dass ihre Rechte als Menschen
respektiert werden. Was würdest du denn diesen Organisationen, die auch mich in Luxemburg durch den Kakao ziehen, was würdest du diesen denn sagen und antworten? Denen würde ich erst sagen, die Astrid Lulling hat einen guten Job gemacht in dem Zusammenhang und deswegen nicht durch den Kakao ziehen. Nein, Spaß beiseite. Ich würde antworten, der Zuruf, den wir von den Organisationen in dem Bereich bekommen haben, auch von den Kirchen, der ist für uns als Parlamentarier sehr wichtig. Der Rat ist wichtig und haben wir aufgenommen. Und ich glaube, dass wir hier eine Fülle von Beispielen nennen kann, wo wir heute Schutzrechte eingezogen haben. Zum Beispiel für Familien. Familien müssen wir doch besonders schützen. Kinder. Wenn Kinder betroffen sind von Abschiebung, dann brauchen die Sonderrechte. Oder zum Beispiel die Gruppe der unbegleiteten Kinder, wenn keine Elternteile dabei sind, dann müssen die besonders geschützt werden. Ja, das ist alles drin. Das ist alles Teil der Richtlinie. Ja. Wir haben dort den Grundsatz fixiert jetzt, dass immer das beste Interesse des Kindes im Mittelpunkt stehen muss, insbesondere bei den Kindern. Und zukünftig muss es auch von Gerichten, aber auch von den Abschiebebehörden auch vollzogen werden. Und da können dann Richter auch klagen und können dann auch Rechtsverfahren eingeleitet werden, weil wir jetzt eine Rechtsgrundlage haben. Ja. Und für Luxemburg ist es ja besser, glaube ich, also für diese illegalen Einwanderer, als es jetzt ist. Wir haben nämlich keine Höchstdauer, wie lange wir die inhaftieren können oder in besonderen Lagen. Das ist doch jetzt viel besser. Jetzt haben wir höchste Dauern. Erklär das mal. Auf Europaebene definieren wir mit der Richtlinie immer den Mindeststandard. Ja. Es gibt Länder, Frankreich zum Beispiel, die haben eine maximale Haftdauer von 30 Tagen, sehr kurz. Die können die behalten. Wir in Deutschland haben jetzt 18 Monate zum Beispiel, auch eine sehr lange Zeitdauer. Wenn in Luxemburg es gar keine Höchstdauer gibt, dann ziehen wir mit dieser europäischen Richtlinie jetzt einen Mindeststandard ein. Und der ist eben bei 6 Monate maximaler Haftdauer und in ganz speziellen Ausnahmefällen erweiterbar um weitere 12 Monate. So ist jetzt geregelt, das ist verantwortbar. Und diejenigen, die bessere Standards haben, zum Beispiel die Franzosen, die können das ja lassen. Das verbietet denen ja niemand, weiter 30 Tage zu lassen. Ich glaube, es ist sogar so, hat man mir erklärt, ich bin ja nicht in dem Ausschuss, bin also nicht im Detail so sachkundig wie du, aber mir hat man erklärt, wer niedrige Dauern hat, muss die behalten. Soll die nicht erhöhen. Es gibt ja, du hattest das ja erläutert, 2 Gremien, den Europäischen Rat, wo die Innenminister zusammensitzen und wir im Parlament. Wir haben diese Woche entschieden und der Rat hat letzte Woche entschieden und im Rat wurde eine politische Erklärung verabschiedet, in der steht drin, wir, die Innenminister Europas, verpflichten uns bei der Umsetzung der Richtlinie, die Situation nicht zu verschlechtern, nicht sie schlechter zu machen, als sie heute ist. Und da muss man sie auch dran packen, da muss man sie auch dann in die Pflicht nehmen, wenn sie das im nationalen Bereich umsetzen. Ja, und diese 18 Monate, die wurden auch ganz falsch interpretiert. Die sind ja nur für besondere Fälle, also für ganze Terroristen, also wirklich schwere Jungs. Absolut, oder? Und es ist eine wirklich theoretische Diskussion. Ja. Die Länder, die heute längere Haftdauern haben, die nutzen das kaum aus. Das kostet ja auch alles Geld den Staat. Das ist ja nicht so, dass das alles billig wäre. Deswegen für die betroffenen Illegalen, wenn man es mal aus der Sicht von NGOs, von Kirchen sieht, für die betroffenen Illegalen ist viel wichtiger, wie sind die Haftanlagen ausgestaltet, welche Rechtsmöglichkeiten habe ich, kann ich Widerspruch einlegen, wann komme ich überhaupt in Haft, welche Gründe führen zur Haft. Diese Fragen sind doch viel wichtiger für den betroffenen Illegalen als die Länge der Haftzeit, weil die Länge der Haftzeit nie ausgenutzt wird. Deswegen, dort konnten wir Verbesserungen erreichen und die Rückmeldungen der Kirchen auch aufnehmen. Die sind jetzt auch alle drinnen in der Richtlinie. Und trotzdem ist aber auch klar, wir erlauben nicht, dass uns auf der Nase rumgetanzt wird. Diese Balance, die muss man eben hinkriegen. Ja, und die haben wir doch hingekriegt. Ich glaube auch, dass wir trotzdem, wie gesagt, dass ich jetzt auch mit anderen Kollegen, die dafür gestimmt haben, mein Kollege Spautz, meine Kollegin Polfer, wären wir trotzdem durch den Kakao gezogen. Aber ich glaube, es ist wirklich wahrer Populismus, wenn man jetzt nicht zugestimmt hat. Übrigens hat die Mehrheit des Parlaments von allen Fraktionen haben zugestimmt. Und ich glaube auch, also ich kann meinen Bürgern in meinem Heimatort nicht mehr erklären, weshalb wir so viele Illegale nicht zurückführen können und weshalb wir keine Maßnahmen ergreifen können, wenn sie sich strafbar machen. Die Leute verstehen das nicht mehr zu Hause. Hast du das auch? Und ich sage sehr deutlich dazu, bei den Kollegen, die dagegen gestimmt haben, die lassen sich vielleicht jetzt vermeintlich feiern als Menschen, die es gut meinen, die sich wohlfühlen dann und das gut lösen. Menschen, ne? Aber die erreichen für die betroffenen Menschen nichts. Wir, weil wir zugestimmt haben, haben Fortschritte erreicht. Wir erreichen Safeguards, Mindeststandards für die betroffenen Menschen. All diejenigen, die sich verweigern, die nicht verantwortliche Politiker sind, auch schwierige Kompromisse mal mittragen. All diejenigen können vielleicht eine große öffentliche Show abziehen.
aber erreichen tun sie für die Menschen nichts. Und deswegen bin ich dankbar, dass große Mehrheit, das ist ja, wir waren ja keine Minderheit, sondern eine ganz große Zweidrittelmehrheit im Europäischen Parlament hat sich dafür ausgesprochen, wir wollen diesen vernünftigen Schritt gehen, in der Balance zwischen Abschiebung einerseits, das muss möglich sein, Illegale müssen zurückgeführt werden, und andererseits der humanitären Frage. Es muss Mindeststandards geben und das ist uns gelungen. Ja, und ich glaube, da können wir froh darüber sein und wir wollen uns vor allem auch bei dir bedanken, denn du hast eine wunderbare Arbeit geleistet. Dankeschön. Vielen Dank, dass du hier warst. Und ich sage dir auch merci, dass du uns nur gelauscht hast. Bis die nächste Woche.